Haben wir das Zeug, um einen Bummels zu fangen? Diesen viel weitere Fragen werden wir beantworten in diesem Part bei Pokémon Omega Rubin. Willkommen zurück. Ja, denke mal zuerst mal Tunnel schicken, wa? Zum Schwächen des Bummels. Bummels. Ja, unser Tunnel hat's voll drauf. Bodyslam. Wie viel Schaden war? Ich meine, 3 Punkte dafür, dass ein Stahltyp ist und weniger Level hat? Alter. Zurückhalt, du! Okay, das wird eine Weile dauern. Bummels faulenzt. Ja, kann nur jede zweite Runde angreifen, wa? Das ist bei Letharking auch so wegen der Fertigkeit, obwohl es eigentlich, also ich glaube, da ist es immer noch so, dass Letharking halt den höchsten Angriffswert von allen nicht legendären Pokémon hat. Aber eben halt durch seine besondere Fähigkeit. Ja. Oftmals nicht zu gebrauchen, ich sage jetzt extra oftmals, weil man kann da auch ein bisschen tricksen. Schlaf ein, Tunnel. Nö. Ja schon, aber erst in der ersten Runde, deswegen gleich mal das Pokémon fangen. Das Bummels. Einmal, zweimal, dreimal und... Yes! Bummels wurde gefangen! Yeah! Fläbli, Fläbli! Ziggy, 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 du. Faulpelz! Bummels faulenzt 20 Stunden pro Tag. Da er sich sehr wenig bewegt, braucht es auch nicht viel Nahrung. Seine Tagesration besteht lediglich aus 3 Blättern. Nicht schlecht, hey. Yep, weil mir fällt gerade spontan was ein. Den muss sogar an einen der Schlümpfe denken und deswegen nennen wir ihn Fauli. Nach dem Fauli-Schlumpf. Lalalala. So war's aber jetzt alle hier. Immer noch? Ja, welche denn? Natürlich die Entwicklung von Waumpel, war. Kann man glaube ich auch in der Wildnis fangen. Wir machen jetzt der Schneider noch. Die hier unten? Dann fehlt mir also einfach noch der Weg dort hinten, wa? Und den kann ich noch mit dem Zerschneider machen. Naja. Was für eins? Was soll das für ein Pokémon sein? Ist das so ein Kokor oder was? Also später eine Entwicklung von Waumpel? Tatsächlich, es ist ein Schaloko! Das sich nachher als Papinella entwickelt auf Level 10. Dann müsste theoretisch an die andere Form gehen, wa? Also sprich die Vorstufe von Pudox. Ach, wie hieß das schon wieder? Waumpel, Schaloko, Papinella, Waumpel, Pudox. Nein, ich weiß den Namen nicht mehr. Ach du, nein, der hat auch oh, okay, das wird jetzt echt eine Weile dauern. Okay, bis Wasser geht jetzt auf volles Risiko, das muss jetzt sein, ich hau dem voll eins auf den Schädel. Ach ja, der gute alte Härtner. Sein Kopfstoß! Sehr schön, geht doch. Auch so kann man den Gegner schwächen, so nach 1-2 Mal, wobei es bereits jetzt reichen war. Weil mancher Loka ist nicht gerade auf einem hohen Level und so, ein starkes Pokémon von dem her müsste eigentlich auch nicht sein. Soll heißen, es müsse sich eigentlich relativ leicht fangen lassen. Eigentlich. Ja, so willst du eigentlich. Tja. Wenn es halt so will, kriegt er eben Saures.
Ein Volltreffer, wo endlich mal benötigt wird. War es echt reißbereit, oder muss er noch was anderes nachsitzen? Ne, müssen reichen. Los, Pokéball! Und fang mir das Pokémon. Ja, du mir denkst, Alter, was ist jetzt los? Ja, noch mehr Schwächen ist auch nicht. Es haben nur noch ein KP. Aber zumindest. Versuch's mal drunter an, so früher immer gewirkt. Ja! Ich muss das Teil verarschen. Es hat nur noch einen Punkt. Verdammtes Pokémon! Du lässt dich jetzt gefälligst hier fangen. Drei. 4. Da geht doch. Meine Fresse. Das war ja ein übles Teil. Samurzel. Dankeschön. Yeah, es wächst. Na, schön wär's. Schaloko. Was war momentan war das eine Entwicklung? Durch 2 kleine Löcher in seinem Kokon lugt es heraus. Schaloko, Schaloko. Ja, das ist schön für dich. Nee. Ab in die Box mit dir. So, natürlich habe ich jetzt auch noch nicht alle, aber eins müssen noch fehlen. Du hast beinahe alle Pokémon des Gebiets gefangen. Cool, wa? Ja, wie gesagt, eins fehlt vermutlich noch. Sprich die Alternative zu Schaloko, dann müssen wir eigentlich alle haben. Panikon, dankeschön, da haben wir es auch schon. Ich muss sagen, Vorschwächen, war das sowieso eine hohe Verteidigung. So, das müsste es eigentlich noch klappen, ich hoffe es zumindest. Bitte kein Volltreffer, Flemli. Gut gemacht, Flemli. Panikon. Und jetzt kommt Tanheld zum Zuge. Jupp. Panikon. Jupp. Ja, du kannst mich auch mal kleiner. So, jetzt hat er zweimal zurückhalten, wa? Naja, sicherheitshalber. Ein Kabel würde ich eigentlich immer abziehen, mindestens. Gut, ja, gar kein Kabel mehr. Also, natürlich ein, aber mehr halt nicht. Wegen der Attacke zieh ich nicht mehr ab. So, jetzt komm schon. Mach's nicht so schwer wie Schaloko. Ja, macht's mal noch schwerer. Jetzt gehen wir noch die Pokébälle aus, hätte ich auch nie vermutet. Die Hyperbälle und so, ja, aber dass man die Pokébälle mal ausgehen, nee. Zweimal, die 3 und... Ja! Alter, wir hatten Glück. Hat alle Pokémon dieses Gebiets? Wäre krass, ey. Ja, zeig's mal her. Panikon, das Koko-Pokémon, ein weibliches. Was ist das eine Entwicklung? Jo. Nö. Ja. Und jetzt? Wir haben alle Pokémon des Blütenburgwalds. Und das ohne dass es groß drauf angelegt hätte. Tja, will man sagen. Raus hier! Ja, Kapin AP halt. Hier spricht das Blütenburg-Kommando. Könnt ihr mich hören? Kommandantin Judith, ich habe leider schlechte Neuigkeiten. Die Mission ist fehlgeschlagen. Wir sind auf unerwartete Probleme gestoßen. Jawohl. Ja, verstanden. Ich werde weitere Nachforschungen zu jener Energie anstellen. Puh. Dieser Trainer hatte ganz schön was auf dem Kasten. Okay.
Wer bist du denn? Hey, wie läuft's? Liebes mir die Lungen aus dem Leib zu schreien und dem Echo meiner eigenen Stimme zu lauschen. Ja, schenke ich dir, als benutzt auch. Dieser Themen kann seinem Pokémon eine Attacke beibringen, bei der es mit seiner Stimme angreift. Widerhall. Widerhall, wie du willst. Also experimentiere ruhig ein bisschen mit herum. Er war früher auch anders, war. Da geht ja auch erst seit XY. Weil früher sind halt Themen, sind einmal gebraucht, das waren sie weg. Tja. Aber heute nicht mehr. Ja, ich glaube, ich setze bei Papinell, sage ich schon, bei Schwalbini ein. Weil Schwalbini hat da gar keine Offensivattacke und ist sowieso normal Pokémon, von dem her natürlich auch Stabattacke, also sprich ein Stabbonus. Nee, Entschuldigung, das war falsch. Ich will doch erstmal meine Pokémon checken. Flemmy, du bist gecheckt. Tunnelbahn Level Up, Ziggy wieder. Samotzel. Ach ja, Leute, ist nicht schön, so ein paar Beeren pflücken. Beendet einfach an schlecht. Ein paar Rena-Beeren geerntet. Und jetzt, das erinnert... Am Rena-Beeren ernte. Alter, noch nie so viele E auf einem Haufen gesehen. Beendet. Der Lehmboden ist wieder weich. Das ist ja schlimmer als die Üs im Türkischen. Lalala. So, wer wohnt denn hier? Hallöchen. Servus. Hallo. Willkommen im Blütenladen Blütentraum. Unsere Mutter lautet: Verwandelt die Welt in ein Blumenmeer. Wie heißt du? Ah, Michael. Das ist aber ein hübscher Name. Und jetzt so Beeren lernen, Michael? Klar, wieso nicht? Beeren wachsen auf Bäumen, die nur in weichem Lehmboden gedeihen. Nachdem du Beeren geerntet hast, sollst du immer gleich einen neuen Boden pflanzen. Beeren fangen schon kurz nach dem Einpflanzen an zu sprießen, entwickeln wunderhübsche Blüten. Aus denen bald neue Beeren entstehen. Ich würde die ganze Welt am liebsten mit wunderhübschen Blüten bedeckt sehen. Das ist mein großer Traum. Bitte hilf, Michael. Pflanze Beeren und verschönere die Welt mit Blüten. Okay, das mach ich, wenn ich mal Bock drauf habe. Kommt zum Beeren auswählen, Wie, jetzt habe ich eine Beerenoption? Hä? Ich habe doch hier keine Beerenoption. Aha, weil ich noch keine gemacht habe, deswegen. Kennen wir die Geheimbasen, oder wohl super Geheimbasen, die hier heißen, aber es kommt ja alles noch. Das bezüglich auch Beeren. Hier, das ist für dich. Noch eine Marina-Beere, dankeschön. Beeren kannst du mit entweder anpflanzen oder einen Punkt dran geben. Cool, wa? Ja, man kann auch Beeren mixen und so, das gab's früher gar nicht. Tja, Technologie halt. Hallo, im Hängen am Tun in Suche und Pflege eines Gewächses steckst, desto schöner wird es blühen und umso mehr Früchte wird es tragen. Eine Weilmerkanne! Jo, jetzt haben wir sie auch endlich. Irgendwann zu Boden. Jetzt der Clou, aus den runtergefallenen Beeren steht wieder eine neue Pflanze. Ist nicht unglaublich, ey? Naja, ist wohl der Lauf der Natur. So, Pokenavi. Auf dem Weg nach Meteos City. Tipps für Trainer. In der Höhenregion gibt es Trainerpaare, die anderen zu Doppelkämpfen herausfordern. Ups, genau, Doppelkämpfe. Versuch's mal so, wa? Bist du? Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Darf ich um einen Kampf bitten? Ja, tut das natürlich auch zu einem Tanz auffordern, liebste Patricia. Und mein richtiger Name, ey. Achso. Richtiger Name. Ich sage jetzt mal ein für mich gewohnter Name, wa? Dann passt sie wieder. Ein Zigitars. Oh, Level 10, das war schlecht. Flemmy. Oh, Flemmy wird wehtun. Flemmy! Flemlys armer Schnabel. Zigzags. Flemmy! 120. Ziggy Ziggy.
Tunnel. Meine Güte. Tja, der Epital bringt jetzt hier wirklich so viel. Wieso was, ich teste mal, indem ich mal ganz kurz deaktiviere. Kann auch noch registrieren, war? Welchen Knopf hast du schon wieder? Y, glaube ich, war? Ja, genau. Es war auf dem Y-Knopf so. Ich kämpfe doch lieber nicht. Ach was, ich kämpfe. Entscheide ich mal. Die Göre Elisa. Hallo, Totzel. Los, Flemmi. Ja, schade, es kann Samurzli, so dass wir ein bisschen mehr Schaden reingekloppt bekommen. Denn Lotwurzli ist ja zur Hälfte auch ein Wassertypus. Es ist komplett erstaunt. Wie es reinguckt, ey. Lotwurzel? Lotwurzel. Ein Knilz. Ja, sollen wir mal mit Schalbini versuchen? Ich meine... Es ist ja ein Vogel-Pokémon. Es hat zwar nicht unbedingt Luftattack, wenn Lufttypus, aber trotzdem. Knilz. Naja. Nehmen wir mal den Widerhall. Alter. Hat Schwalbe niedrigen Spezialangriffswert. Okay, das Pilz ist ein Level höher, aber trotzdem. Nö. Das dauert mir zu lange. Samurzu vielleicht? Mal schauen, was. Er muss dann mittlerweile 6. Also, wir haben ja 6 Pokémon im Team insgesamt. Das heißt, 6 Angreif mit dem. Mit Attacke. Wie ist es schon wieder? Samurzel. Prügler, dankeschön. Ja, er macht trotzdem, wie ich finde, grausam wenig Schaden. Jupp. Aber immerhin, ich habe eigentlich die Chance auf 6 mal Volltreffer, wa? Ich meine, theoretisch gesehen. Lalala. Man, das kann eine ganze Weile dauern. Autsch! Mann, du dämlicher Pilz, was soll denn das? Komm schon zur Wurzel, greif an! Oh Mann, hey, ich will endlich einen Tassler fangen und ich will Flämmle entwickeln und Leute besiegen. Ich will so viel noch machen, Leute. Aber ja, es geht nicht alles von heute auf morgen. Nee, manchmal braucht es ein bisschen Zeit, genauso. Wir noch ein bisschen Zeit brauchen, bis ich halt all die Pokémon, Attacken und so noch gelernt habe, bzw. gefangen habe, die ihr mir vorgeschlagen habt. Und natürlich auch weiter noch vorschlagen könnt. Denn dafür gibt es ja praktisch nie eine Deadline. Naja, praktisch halt. Alter, machen wir ein bisschen mehr Schaden. So, ist er noch down? Was ein Krampf, ey. Boah, direkt 100, Alter. Level 10. Das hat sich doch gelohnt. So ein bisschen gedauert, aber es hat sich gelohnt. So, wieder mal einen Zerschneider nötig. Oh, ein Doppelkampf. Pokémon-mäßig. Für eigentlich die stärksten war, von dem haben wir sehen. Sagen, stimmt sogar soweit. Wir sind Zwillinge, deshalb kämpfen wir auch immer zusammen. Also gut, jetzt kämpfst du gegen unser Pokémon. Der erste Doppelkampf gegen Gino und Mia. Ja, ja, wir machen das schon. Los, Flämmle, Samurzel! Flämmle, Samurzel! Nun gut, wollen wir sagen, alle gegen einen.
Und du nicht so. Flimmy! Ups. Flimmy ist viel zu stark. Der killt bereits alle. Noch 2 Level für das Level up, Freunde. Vielleicht bereits im nächsten Part, wa? Könnte ja sein. Schnabel! Ja, eine Flugattacke, geil. Sandwirbel? Genauigkeit senken. Angriff senken. Der macht 40. 35 zwar bloß. Nehmen wir mal den hier. Flamly hat den Schnabel erlernt. Bringt so nicht viel beim nächsten Arena-Kampf, aber trotzdem schön. Oh, jetzt fängt das wieder an, hey. Mann, Samurzu ist also so wenig Angriffspunkte. Dann haben wir uns erstmal getroffen. Blubber. Nein! Hat euch beide. Wow. Effektiv, nicht effektiv. Ja, was denn jetzt? Manlo, Turzel, du kriegst es voll eins auf die Rübe, Mann. Und zwar durch Flammy, Schnabel und Tschüss. La Turzel. Level 11. Ich glaube auch bei Level 16 war die Entwicklung, aber bei Samurzel. Ich glaub, sicher bin ich nicht mehr. Ach ja, süße Zwillinge. Der angelt dort. Bin ich bereits Meteoros City oder was? Ja, Leute, wir haben bereits geschafft. Meteoros City, die große Stadt. Mit einer Grasfläche oder so etwas? Nö, wa? Und natürlich immer noch ein versteckter. X-Abwehr. Kampf-Items, naja. Mein Kampf-Items können ganz nützlich sein, aber ich bin nicht so der Typ dafür. Also meistens verkaufe ich die ja eher, als dass ich das wirklich nutze. Wollt's die kämpfen oder wollt ihr noch fighten? Nee. Was, Pokémon-Experte? Höre ich zum ersten Mal davon. Okay, Leute, wir machen den Part ein bisschen länger, weil wir im nächsten Part direkt in Meteoros City starten. In Carpador, ach du Scheibenkleister. Ach nee, war der mit 3 Carpadors. Oh. Das ist einfach noch ein Gyarados? Wenn wir stark überraschen. Der Platsch macht doch eh keinen Schaden. Oder mittlerweile schon? Ich glaube auch nicht, wa? Carpador, ja, Carpador. Ja. Du meinst immer 60 Erfahrungspunkte. Im geschenkten Gaul schaust nicht mit Maul und so, wa? Naja, geht schon. Schnabelflamly! Carpador, Carpador, Carpador! Carpador, 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 Carpador! Ja, ist gut. Wir lösen dich von deinem Leiden. Oder auch nicht. Carpador, 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 Carpador. Carpador, ey, ist irgendwie, ich finde trotzdem den lustigsten Pokémon. Carpador. Kleinvieh macht auch Mist. Carpador, 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 Carpador. Mann, hör mal auf damit. Flammy. Carpador, Carpador, Carpador. Carpador. Bitte was? Flammenschnabel! Und es lebt immer noch. Beziehungsweise noch nicht K.O. Flamly, man ist halt nicht mal kalt. 3 Carpadors, alter Schwede. Du willst auch noch fighten oder was? Du kannst dich ruhig flecken. Abpflanze immer an derselben Stelle neue Beeren ab. Das gehört sich einfach. Hier, das ist für dich. Eine Marumbeere. Du siehst ja aus wie ein Trainer. Du bist aber auch einer, stimmt's? Was? Ah, du siehst nicht nur aus wie ein Trainer, du bist auch einer, stimmt's? Trainer geben ihre Pokémon nochmal Beeren zum Tragen. Es liegt an dir, ob du Beerenpflanzen die du gleich verwendest. Ja. Ja, her damit. 4 Sinelbeeren. Das ist immerhin 4 Stück, wa?
Ach komm, wisst ihr was? Ein Pflanzer gleich mal neu nach. Sinnelbeeren, ja, ja, ja. So, mal gucken. Pflanzer B rein. Jo, machen wir natürlich gleich. So, wenn ich mich richtig erinnere, kann ich mit der Weilmarkanne ein bisschen besser gießen, als noch früher der Fall war. Sprich im Sinne von Gießen nicht irgendwie einen Platz am anderen gießen, sondern direkt so rüber. Ich hoffe es zumindest gleich. Über den erst weich, ja. La la la. Oh man, Leute, am liebsten die ganze Zeit singen. Genau, das meinte ich. Und feucht und fruchtbar. Ja, genauso wie wir. Was? Egal. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's mal für heute hier bei Omega Rubin mit Level 14 Flames bereits, hoffentlich bald schon entwickeln wird. Wir geben ganz kurz eine Beere. Ah, eine kleine Simmelbeere. Wieso eigentlich nicht? Also zum Vergiften, Paralyse und Schlafwecken, war. Könnte auch hilfreich sein. Ich gebe jetzt natürlich Samwurzeln nach ein Item. Noch eine kleine Sinnelbeere. Nein! Ah, verdammt! War zum Tragen gedacht. Scheinkleister. Was? Ja, Haben wir es da miteinander falsch gemacht? Ja, schlecht. Dann brauchen wir nicht unbedingt eins. Ah, Ziggy. Ein Trank gehalten. Sehr schön. In diesem Sinne, Leute, danke fürs Zusehen. Bis morgen wieder, bis zur nächsten Episode hier bei Pokémon Omega Rubin. Dann bereits Part Nummer 7. Ciao zusammen.